Die Verwertungstour kann man da jetzt einzeln anschauen. Dort ist einfach gesagt, in der Verwertungstour geht es jetzt eher darum, das, was ihr dann abgebt und releaset über die Firma, wie lange hat dann die Firma exklusive, in dem Fall jetzt als Beispiel, sagen wir exklusiv die Verwertungsrechte, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu beschreiben. Wie lange tun sie die Songs vertreiben und können auch von diesen Songs mit profitieren, beziehungsweise geht das über ihre Supply Chain. Du als Musikschaffender kannst jetzt sehr simpel sagen, würdest oftmals eine kurze Verwertungstour an und eine, die vielleicht nachher kannst erneuern, wenn du das möchtest und nicht, wenn die Firma das nur möchte. Die Firma wird im Idealfall eher die Verwertungstour möglichst lang behalten, dass sie halt an diesen Songs auch so lange wie möglich mitverdienen. Verwertungstour heisst immer auch, dass jemand, also eine Firma X, deine Supply Chain kontrollieren. Sprich, die Songs sind dann in der Supply Chain, in der Verwertungskette von dieser Firma für die Anzahl Jahre, die dort dann irgendwie festgemacht worden sind die dann dort drinnen. Ihr seht, die Verwertungstour oder die Exklusivität von diesen Songs muss dann nicht zusammenhängen mit wie lange du als Artist bei dieser Firma bist. Weil logischerweise kannst du als Artist vielleicht nachher deinen Umfang, den wir da besprochen haben, hast du vielleicht schon abgeholten, hast du schon abgegeben und auch released und du bist vielleicht schon weiter, du bist vielleicht im Eigenvertrieb zu dem Zeitpunkt oder mit anderen Leuten tust du vertreiben, aber aufgrund von dieser Verwertungstour, je nachdem wie lang die alt ist, hat die Firma dann trotzdem noch Anspruch auf die Songs oder vertreibt die Songs halt noch so viele Jahre oder so viele Monate, wie halt die Verwertungstour ist. Klar, kannst du jetzt als Musikschaffender sagen, ja gut, easy, du erschaffst ja auch neue Songs und die laufen vielleicht dann nicht über die Supply Chain, wo du vielleicht nicht mehr einverstanden bist, sagen wir jetzt beispielhalber, und du hast dann neue Songs und du kannst dich dann um die neuen Songs kümmern. Ihr solltet aber nicht so naiv sein und denken, dass grössere Firmen, dass die nicht so weit überlegen, dass sie halt möglichst dich zu deiner geilsten Zeit verwünschen, zu deiner Peak-Zeit, wo du irgendwie voll im Zeitgeist bist, wo du die Songs erschaffen tust, die am meisten abgehen können, irgendwie in Zukunft. Und wenn du das kombinierst natürlich mit einer langen Verwertungstour, dann kann es zwar sein, dass du nachher 10 Jahre danach irgendwie auf eigene Faust oder mit anderen Leuten irgendwie Geschäfte tust, gewisse Songs aus dem Katalog können dort halt weiter streamen, weiter konsumiert werden und weiter Geld generieren und dort ist es dann nicht mehr so schwarz oder weiß. Dass du am Anfang gesagt hast, ja, ich kann ja neue Songs erstellen, das spielt mir jetzt gerade keine Rolle, dass ich die 20 Songs, die wir da oben hatten, dass ich zu diesen Konditionen, die vielleicht nicht so in meinem Vorteil sind, so von den Splits, von der Prozentanzahl, dass ich die denen gebe, weil ich erstelle ja dann neue Songs. Aber man berücksichtigt vielleicht dann teilweise nicht, dass die bestehenden Songs, die man dort abgeliefert hat oder released hat, dass die trotzdem auch deine neuen Songs immer noch überschatten könnten, weil halt ein Musikkatalog, der wächst und gedeiht halt die verschiedensten Seiten, aber du weißt halt nicht, ob nachher deine neuen Songs irgendwie grösser werden, kleiner sind als deine ehemaligen Songs. Alles so Dynamiken, die dort mit drin spielen. Und all das betrifft natürlich auch einfach dann ein bisschen die Verwertungstour.